zurück in der Wüste. Ah, genau, da war da irgendwie so ein Stall da unten. So. Gibt es aber hier noch irgendetwas Besonderes? Oder auch nicht. Da ist zumindest noch einer dieser Wächter. Nicht aktiv, sehr schön. Antikachse, jo. Ein einziger Wolf. Gibt es sonst noch etwas? Nee, okay. Aha. War nur so etwas. Verdammt. Mittlingen, kommt zurück! Bau ein paar Insekten! Wäre ganz cool von... Terry? Was machst du denn hier? Verdammte... Oh, diese Käfer, ich will schon langsam mit denen nicht... Ja. Wir fangen jetzt so etwas. So. Medizin gegen Hitze. Ja, in der Wüste, das wird das sicher schon mal benötigen. Fürchte ich zumindest, aber wir haben ja Terry hier. Geht's hier noch lang? Ah, das ist einfach der Weg. Sicher kein ungefährlicher Weg. Oh, wieso müssen mich so erschrecken? Ich komme jetzt auch nicht gut zurecht. Andererseits eben hier. Hier gibt's knackige frische Insekten. Du kannst zurückhalten. Du anschauen kostet nichts versprochen. Okay. Glutlibelle. Von denen sind verkältet. Wieso verkaufst du jedes Wort Kälte? Wer verrät denn hier etwas ab? Ja, nimm den direkt alle ab. Obwohl Glutlibelle. Ja, für Nacht, wenn es wirklich so arschmäßig kalt wird, können es recht gebrauchen. Na gut. Ja. Ja, du hast eh nichts mehr. Nö, passt schon. Tschüssi. Ja, du mich auch. So, Terry, hast du etwas Besonderes für mich? Könntest du zumindest mal so eine Axt gebrauchen? Wäre ganz cool, diese Hitze. Ja, du sagst es. Hey, es freut mich sehr, mit den irgendwo begrüßen dürfen. Ich bin Terry, Ihr Gastgeber. Was hätten Sie gerne? Wenn ich dafür etwas im Angebot habe, bitte senden Sie doch um. Frostflügel. Ja, sowieso nur 10 sind. Wow! Yay! Ja, du mich auch. Monster selbst brauche ich genug. Ein paar Insekten fehlen mir. Aber Kombination, warum eigentlich nicht? Maxi-Echse. Füllen ihre hohen Vitalkräfte Herzen über das Maximum hinaus herauf. Das klingt geil. Mehr Energie, das braucht man immer. Nee, das ist gut so. Obwohl, eine Kochstelle ist immer ganz geil. Neuer Bogen können wir mal gebrauchen. So. Was ist denn jetzt hier unten? Wieso ist hier in der Pampa so Stall der Schlucht? Ja. Ich wollte gerade auch sagen, wieso ist hier, wenn es in der Schlucht ist, wieso ist hier ein Stall? Das gibt gar keinen Sinn. Das wäre so, als würde ich irgendwie auf dem Eisberg oben Eis verkaufen. Nimmt doch keiner. Fahrstuhl entgegen, okay. Wir sind wohl Hundi? Alles klar, du bist schon verrückt geworden. Ja, du bist ein guter Hundi. Mit Sprechen geht nicht. Guten Tag. Wir sind einem Lederreisender. Nanu, das ist an deiner Hüfte. Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen nicht. Wer bist du denn? Hast du noch nie einen Orni gesehen?
Doch, doch, es war mal einer. Verdammt. Wie ist das schon in meiner Erinnerung? Herr Flixen sogar nicht. Ja, wo sind nun meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Nö. Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Mehrere Helden, okay. Einer bin sicher ich, oder? Eines der bekanntesten dieser Lieder handelt von einem Helden, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abwehrte. Man mich gelehrt hat, aber klar doch. Vor 10.000 Jahren. Hyrule, stolze Blüte unserer Welt, wurde seit vom Bösen gequält. Des immer wiederkehrenden Unheilsame, Ganon die Verheerung war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurden ihm Schützer geboren. Ein Ritter mit des Helden Glut, die Prinzessin mit der Göttin Blut, gemeinsam trotzen sie Ganons Wut. Kunde der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier nun folgt ein glorreicher Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Das mächtige Hyrule konnte alles wagen, brauchte nicht einmal von Monstern zagen. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Eine große Armee beflissener Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampfe dienen. Man baute Tiere, mächtiger als wir ahnen, von riesiger Größe, die heiligen Titanen. Dazu Maschinen, selbsttätige Fechter, ihre eifrige Schar nannte man Wächter. Um die mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter, Titanen, das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Die Verheerung erwachte und wütete wild, es war ein schreckenerregendes Bild. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut, er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten, des Helden Bandschwert durchbohrte ihn, und durch der Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen, so endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Danke fürs Zuhören, wenn ihr mal wieder sind nach einem Lied drin steht, komm vorbei. Ja, das war cool, aber kenne ich bereits. Ja, toll. Geht es vielleicht Impa? Der hat auch so coole Geschichten drauf. Was bist denn du für einer? So, und du? Hallo, hast du meine Freunde gesehen? Wir reisen namens Winnie, Amani, Natane und Pormo. Ich sehe schon, du hast keine Ahnung, wen ich meine. Wir sind zusammen gereist, aber am Umitake Hochlandfahrt wurden wir plötzlich von Monstern angegriffen. Ich bin einfach nur gerannt, bis ich hier ankam. Aber dann, ja, als wir dann umgedreht habe, da waren alle, ja, sie waren alle weg. Es kann gar nicht sein, dass sie alle von den Monstern. Nö. Dann geht's bestimmt gut. Deshalb bleibe ich hier, bis sie alle wieder da sind. Wenn zufällig am Fahrt sind, kann sie außen, dass Goman hier auf sie wartet. Goman. Wo war denn das? Bin ja jetzt
da? Nee, hier kann es auch nicht sein. Hä? Wo sollen die sein? Sehe ich gar nicht. Egal, wieder was zu kochen. Insekten habe ich jetzt genug. Warum eigentlich nicht? Maxi, das Medizinzutat. Okay. Wenn ich es mal so versuche. Vollheilung plus 4. Okay. Das gefällt mir doch langsam. Kann ich ja mal diese ekligen Fußnägel mal loswerden. Plus 4. Oh, das war mal so schlecht. So, Frostbell gegen Hitze herstellen lässt. Monsterzutaten. Noch einen reinschmeiße. Müsste die Wirkung ja bombastisch sein. 6 Minuten. Okay. Passt zwar doch ganz gut. Wenn ich jetzt hier nur einen dazu nehme. Ein bisschen weniger. Okay, hängt es doch davon ab. Aus dem jetzt 3 Stück baue. Wenn sie verarbeitet werden. Jo. Wie lange hält der jetzt? 11 Minuten 10. Das ist natürlich, wie ich aber befürchte, sehr, sehr notwendig in der Wüste. Ich will jetzt schon wieder, geht's einfach nicht. So. So einen und so einen und dann reicht es auch wieder fürs Erste. Perfekt. So. Hallo, jemand da? Ich bin's, Link, der strahlende Held. Niemand da. Hey, willkommen. Darf das eine Übernachtung sein? Was will kosten? Ein Luxusbett? Nee, danke. Sehen wir uns bald wieder? Ja. Ich versuch's da. Wie kommst du jetzt so schnell von Kakariko hierher? Ja, aufgespürt hatte. Was für ein Zufall. Da gibt es noch mehr, den ich dir erzählen kann. Und dann so. Von mir aus. Schon dabei bin, genau hier. Das müsste eigentlich in der Nähe sein. Das ist nicht der Wüstenbazar. Das ist ein Oase vor Geruderstadt. Ja, das ist wenigstens drin leicht. Oase vor Geruderstadt. Ja, hier müsste eigentlich, so wie das gesehen habe, Gerudo. Ja, gut, Gerudo Wüste, aber. Hier wäre eine Oase. Hä? Kann ja gar nicht sein, kann ich gar nicht verfehlen. Das wäre ziemlich billig. So. Ja, schöner Stau finde ich jetzt hier Pferde. Das ist eine ganz witzige. Chili in der Wüste. Ich will auch keinen anderen sagen, als Chili in der Wüste zu futtern. Oh je. Heiß Name, scheiße. Nee, eine Axt. Ich brauche eine richtige Axt, so eine Wächteraxt. Das soll ich niemals. Ja, was denn? Junge, hast du vielleicht ein paar Sportlinge? Warum? Ich bin müde. Müde, normal Tempo vorzubewegen. Als 5 Jahre alt war, haben wir zum ersten Mal einen Sportling gefunden. Ja, das war schon 100 Jahre her und so. Naja. Noch jetzt 55 Jahre später.
mag Spudlinge immer noch sehr gerne, aber ich bin einfach zu alt und kippen hauptsächlich Spudlinge zusammen, wo sie wachsen. Wie wär's? Geben den Diamant, dann bekommst du selten Diamant. 55! Was? 55? Ja! Ich will ja auch viel, aber 55! Das ist ein bisschen sehr viel. Gut, die kommen relativ schnell wieder zurück, dank dem Schrein. Die Schlucht, die gefällt mir gar nicht. Jo, da ist Oase, sieht auch ziemlich nach aus auf dem Bild. Viel zu heiß. Es ist viel zu heiß. Es ist sowas von zu heiß. Vielleicht kann man in den Wald. Okay. Also ein paar Minuten muss reichen. Scheiß Hitze. Das ist eine verkorkste Hitze. Es ist gar kaum noch was. Was? Auf den Vorstellungen vielleicht das Koch zu Fähigkeit, die Wüsten zu trotzen. Ja, sehr schön. Frostmelonen wachsen auch immer in der Wüste. Das ist doch garantiert wieder so einer von der Sorte. Oh, scheiße, ich sehe kaum noch was. Das Horn sieht empfindlich aus. Korrektur, es sah empfindlich aus. Ups. Echselforstschwanz rot. Aha, ein Feuerechsel. Na toll. Der Folge muss ein Feuerwehr hätte auch einen Eisfall einsetzen können. Super. Ist noch so einer? Die sind hier überall. Ich vergehe gleich hier in das. Nee, der hat mehr, da muss ein Strom sein. Oh, das war eine schlechte Idee. Oh. Verdammt, verdammt. Wo war's? Ich hatte doch irgendwo. Stromschutz war auch mal meine Idee. Achso. Ja, wieso eigentlich nicht? Elektroschutz! Oh. Alter. Feuerschutz nicht mehr. Wir sind nicht beide. Wird auch hochgestellt. Ja, ist er. Geil. Ich brauch was gegen die Hitze. Ich geh gleich baden. Gut, ist aber nur einer hergestellt. Ich bin hier jetzt, aber noch viel mehr. Ein bisschen extra Energie. Maximal plus 3. Scheiß drauf. Was nehmen wir hier noch? Was nehmen wir hier noch? Das ist doch alles für den Arsch. Ich werde ja sowieso drauf gehen. Ich sehe es kommen, ich kapiere in der Wüste. Wer ist da? Ich habe schon Halluzinationen, ich sehe schon attraktive Frauen. Verzeihung. Wieso sind Frauen so groß?
und furchteinflößend. Savak. Savak. Verzeihung, ich habe, glaube ich, echt einen Hitzschlag. Bist du zufällig auf der Suche nach dem Schatzsucher und in seinen Legendenranken? Du hast sie soeben gefunden. Ich bin Kalise. In meiner 20 Jahre Laufbahn ist es kaum einem Schatz hier gelungen, mir zu entkommen. Okay. Das ist ja schön für dich. Freut mich. Echt cool. Hitzeschutz. Elektroschutz. Nicht kombinierbar. Das sind doch Scheißtränke. Ach, du Scheibengeister. Nee. Bleibt ruhig da unten. Ist mir... Oh. War mal so doof. Nee. Trick 17. Wohl der Trick Feigling. Ja, natürlich gesehen, das ist eine scheiß Kiste, aber die bringt mir auch nicht viel weiter. Die sicher nicht gekillt. Verdammt, hey. Nee, ich war da erst irgendein Stromschutz, irgendwie kleidungsmäßig etwas, das ist echt scheiße. Ja. Zurück in Sicherheit, schön. Zeit rennt immer noch davon, scheiße. Sag mal, wir haben den Gegner platt gemacht. Muss schnell zur Oase, da ist es sicher kühl. Zumindest wäre es. Oh. Da wir direkt vorbei marschieren. Ne, aber in die Oase. Muss sein. Nicht anders. Ein bisschen Aufwind sorgen. Theoretisch mit Bombenpfeil müsste es ja klappen. Nee, der Hitze. In der Wüste keine Chance. In der Hitze. Feuer im Fach mit Bombenpfeil. Und ich dachte, er hätte so geile Ideen. Scheiße, ey. Dann kurz wechseln, sonst. Ja, doof. So. Sag ich dann, wir kennen uns. Das ist eine andere. Wo kommt die alle her? Du bist ein harmloser Reisender, oder? Du musst wissen, ich bin inkognito unterwegs. Eigentlich bin ich eine Soldatin aus Geodo-Stadt. Es gibt eine Horde von Banditen, die sich die Jägerbande nennt und die den Frieden unserer Stadt gefährdet. Was bei euch auch? Nicht nur in Kakariko? Wegen ihnen gibt es in der Geodo-Stadt gerade diverse Scherereien. Sie sollen sich als Reisende ausgeben und Unheil stiften. Deswegen bin ich raus wie eine Reisende angezogen. So kann ich unauffällig ein Auge auf Banditen haben, die sich als Reisende verkleiden. Cool. Oh, die machen auch hier Stress. Meine Fresse. Haben die keine anderen Sorgen? Das sieht verdächtig aus. Ist ein Fall, oder? Nö. Eine Oase. Und weg da rein. Ich krieg einen Keks. Du kommst jetzt aber nicht hierher auf direktem Weg, oder? Also wenn es geht, kannst du noch ein bisschen warten. Ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen mehr Energie. Vielleicht etwa 30 Herzen oder so. Scheiße.
Ja, das kann ja super werden. Kommen wir überhaupt rein? Ja, also wenn Terry da reinkommt, kommen wir natürlich auch rein. Savak, ja, Savak. Das ist der Wüstenbasar, also das wäre ein Restplatz auf dem Weg nach Gerudo-Stadt. Als Reisender soll sich hier erstmal gut ausruhen. Da du ein Wui bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Ein Wui bist? Was ist ein Wui? Nur weil ich klein bin? Also kommt aus dem Moment, dass die Tarn dort wütet. Ich würde davon abraten, in der Stadt zu nähern. Gerudo-Stadt? Gerudo-Stadt im Südwesten. Von hier ist die größte Stadt in dieser Gegend. Es ist ein bedeutender Umschlagplatz für alle Waren aller Arten. Auch das Vergnügungsviertel ist berüchtigt. Die Gesetze der Gerudo verbieten es jedoch, dass Woi, also Männer, die Stadt betreten. Geil, keine Männer. Das nicht zum Titan Vanaboris gehört. Anscheinend wurde er früher als Schutzgott der Gerudo verehrt. Von einer Weile ist er plötzlich wieder aufgetaucht und wütet seitdem herum. Was noch versucht, der Titan ist in einem Sandsturm und Blitzen umgeben, sodass niemand ihn erreichen kann. Wir müssen hoffen, dass der Gerudo-Stand in diesem Gebiet hier nicht zu nahe kommt. Deshalb behalte ich ihn von Posten hier im Blick. Danke! Das ist meine Arbeit. Danke jedenfalls. Das die Wüste heiß, nachts eiskalt, es geht dann sehr schnell in die Substanz. Wenn du raus in die Wüste willst, dann dir auf jeden Fall gut vor. Ja, vielleicht kann ich hier ein bisschen was kaufen. Jetzt los. Hä? Was ist das? Achso, Erinnerungssequenz. Ja, das wird jetzt so dargestellt. Der Titan. Vor einiger Zeit aufgetaucht. Jetzt aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich... Nee, kann nicht sein. Sind alle Titanen mit mir zusammen erwacht? Das würde bedeuten, nur weil ich wieder erwacht bin nach 100 Jahren, sind auch die Titanen zurückgekehrt und bereiten wieder Angst und Schrecken. Ja, große Klasse. Hat er sonst keine Probleme? Oh! Er verschwindet nicht. Schönen guten Tag auch. Sind wir gerade in Sandsturm an. Willst du mitmachen? Angucken? Sandsturm ist in der Wüste eine große Gefahr. Wenn man da hineingerät, kann man sie leicht verirren. Der Sandsturm, den man von hier aus sehen kann, klart angeblich jeden Tag für ein paar Stunden auf. Ich ist einen großen Turm, aber ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Das ist aber nicht der Turm, den ich bereits kenne. Nee, das ist ein anderer. Hä? Hat hier noch ein Turm? Achso, für das Gebiet hier vermutlich. Das würde einiges erklären. Ah, der Titan. Super. Ja, so die Wüste, die Wüstenbasar. Klingt für mich, so könnte hier einiges sein. Wir sind ja einige Völker versammelt. Irgendwie cool. Ja. Hey, guten Tag. Kennen wir uns nicht? Nee. Oder auch nicht? Nee. Ich bin aus dem Dorf der Orni gekommen. Ja, das, wo ist es überhaupt? Ja, aus dem Dorf der Orni. Von hier aus liegt es ganz weit im Norden. Ein kleines Dorf im Tabanta-Grenzland. Andererseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf da zum Geldverdienen hergekommen bin. Und mit darum ist die Hitze echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen. Also würde ich mir die Stadt schon mal gerne ansehen. Mittel gegen die Hitze machen. Also das verkauft, ja. Scheint es einen Kanal der Ruderebene hochheben zu geben. Aber ich hab Angst, Mann. Das ist erstmal hier fest. Ja, ich hätte schon was, aber es einer selber bräuchte. Ja. Guck mal. Wenn es noch hell ist. Nimm das im Austausch dafür. Toll. In der Sprache der Gerudo sagt man Sagorg, um sie zu bedanken. Sag. Ja. Sag du dich auch. Hä, ist denn hier überall so heiß? Jetzt müsste eigentlich wieder gehen, oder wird noch relativ normal sein. Das? Eine Holzkelle. Ich habe eine Holzkelle gefunden. Ich glaube, ich spinne. Wüstenbasar, ihr müsstet doch eigentlich... Also, nicht nur eigentlich, ich müsste doch einiges finden, um mich abzukühlen. Und ich habe vorhin... Doch wieder Terry gesehen. Da ist er ja! Wieso rennst du ständig von mir weg? Diese Hitze, Mann! Ah, da sind sie ja wieder! Da sind gerne, wenn sie da kaufen. Hast du noch etwas? Du hast lustigerweise das gleiche. Fitkröte. Ja!
Null Problemo, Kumpel, null Problemo. Ich nehme direkt alles. Ich riskiere es mal. Er ist geradeaus. Tut mir so leid. Kann sonst noch irgendwie zu Diensten sein? Nee, vorerst passen wir uns. Also erst ein bisschen umgucken und... abends kühl und nass. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön kühl. Oh, das ist richtig... Oh, das ist richtig angenehm. Obwohl, wenn es jetzt relativ angenehm ist, wie sieht es denn eigentlich in der Nacht aus? Oh oh.